kurzem hat die Regierung ihren Aktionsplan zu der Steuerreform der Öffentlichkeit vorgestellt. Als ein Deputierten aus dem Zentrum der Roy Reding, der präsentiert als Hautfakten und noch der ADR ihre Position zu diesem Dossier. Roy, du hast Wort dann. Merci, Madame Präsidentin, liebe Parteifreunde, die Damen und Herren von der Presse, die mir denken, immer einfach. Wir reden hier von einem großen Tiefgang, von der Frau, von der Jugend, von unserem Präsidenten, von unserem Generalsekretär. An denen muss ich über Steuern schwätzen. Und nicht nur der Langeweile. Wir haben als Position festgelegt, wir haben ganz viel diskutiert über das Gesetz, das die Regierung bringt. Ich nenne es nicht Steuerreform, weil das kann, wir kommen dazu. Kommen so einfach das Steuergesetz. Wir haben als etlich Mal gesehen, 7 Mal am erweiterte Kreis, 2 Mal einen halben Tag. Wir haben Interviews gehabt mit Leuten von der Chambre des Métiers, Chambre de Commerce und so weiter, für darüber zu schwätzen. Aber was ich hier präsentieren als Position als die Frucht von den Konsultationen, die zum Teil stattfanden, ehe den Regierungsprojekt bekannt wäre und zum Teil durch nun oder immer Detailer geworden sind. Mir auch ich will aufhängen einmal über Ethik, Moral, Philosophie zu schwätzen. Am engem Verständnis, am christlichen Verständnis, als Tanazeihe von gerechten Steuern eng Sinn. Mit der Hewe von ungerechten Steuern als Diebstahl. Dass man nicht mit den 10 können hun, wie am Mittelalter, wo jeder 10%, den 10 von dem, was in der Wirtschaft wird, aufgehen wird, als klar. Wir leben in einer mehr komplexer Welt, der Staat hat mehr an einer Aufgabe. Aber trotzdem, und das ist die erste Vorrecht, der Staat hat wichtige Aufgaben, die ihn im Moment trotz guter Finanzen nicht gut erfüllt. Education, Gesundheit, Sicherheit. Anderen überhält sich andauernd mit immer neuen Aufgaben, die finanziert gehen, und die dazu feiern, dass irgendwann ja Steuern die Aufgaben nicht mehr können finanzieren. Weil spätestens bei 100% als Schluss, sogar schon bei 90, sogar schon bei 90. Wo ist der Punkt, wo ein Mensch sieht, wenn ich von engem Euro 90 Cent muss aufgehen, gehe ich nicht mehr schaffen. Oder 80 Cent auf den Euro. Das sind die Grenzen, die ihn einfach missionären haben, wo ihr gesagt hat, dass der Staat als insgesamt Gebilde so nicht kann führen. Ja, muss wichtig hoheitlich Aufgaben erfüllen. Ja, und hört doch Sozialaufgaben. Es gibt Menschen, die brauchen Unterstützung von einem guten Sozialsystem. Mir für den Rest muss aber auch geguckt gehen, dass Leute nach können schaffen, dass Betriebe nach können schaffen, dass Bauern nach können schaffen, an die Suche verdienen, die der Staat kriegt. Lot zu dem Steuergesetz. Dann hat Düschinger hat am Journal an engem Satz alles gesagt, was zu dem Gesetz zu so wie, wenn er nicht im Detail geht. Die Regierung benutzt eine gut CSV-Strategie. Sie setzt Steuern auf, 400 Wahlen, für sich hier Stimmen nicht zurückzukaufen. Genau das wird aber nicht funktionieren. Weil sie Erwischereimänner, wie man gerade hören haben von einem Vizepräsident von der Adrenalin, ob Langweil kann in volle Knie für Dummherren und auch an einer ganz komplizierten Materie, wie die Steuern, Hanna guckend leid, was haben da steht. Die Regierung sieht, das ist eine Reform, wir sagen, das ist keine Reform. Die Regierung sieht sie als sozial gerecht, wir sagen sie als sozial terribel ungerecht. Die Regierung sieht das eine Reform für die Familien, wir werden gesehen, dass es keine Reform ist für die Familien. Die Regierung sieht, das Reform, das Gesetz bringt mehr Kaufkraft, das ist ähnlich wie ich sagen, ja, zum Teil, auch für verschiedene Leute bringt sie mehr Kaufkraft. Die Regierung sieht, sie bringt eine Individualisation von der Besteuerung, das ist ganz einfach ein Unwohlrecht. Viele zu so Englisch. Die Regierung sieht, das Reform, wie sie es nennen, bringt bezahlbaren Wohnraum. Wir werden gesehen, dass das absolut nicht der Fall ist. Der Contraire ist wahr. Sie sieht, bringt nachhaltigen Transport. Das ist nicht wahr. Und sie sieht, es bringt kompetitive Entreprisen. Und auch das ist nicht wahr. Wenn wir alles an den Kontext setzen, muss man für von den Staatsfinanzen als Solle schwätzen. Der 14. Oktober 2014 hat als ein Premier Xavier Bettel beim Vorstellen von dem, was sie Zukunftspark an mir Bezahlpark genannt haben, gesagt, seine Regierung will Schluss machen
mat der Schuldemacherei, mat der Schuldespiral. Seng Regierung gif net aus der nächste Generation eng Generation remboursant machen. Seng Regierung gif Staatsfinanzen an den Griff kreen. Egal wat die Lu von senge Lesungen hält, die an segem Bezuelpack präsentiert huet, Fakt ass en Astobaden gescheitert. Well auch oni dat heite Gesetz, oni dat wat nach kënnt mat de Scheckservicen, oni dat wat nach kënnt fir d Gemengefinanzierungen, wo ich auch so versprach gesinn, si mal los schon bei engem strukturellen Defizit vun enger Milliard Euro am pluriannuellen Budget bis 2019. Dat heescht ganz einfach, dat das Land all Joer 1000 Millionen Euro Schulden zusätzlich muss machen. Wann also Herr Bëttel muss gewosken und dem, wat den ugekënnecht huet, kann den Locher so en ass gescheitert. Seng Lesungen Demos wären ökonomisch net richtig, an sie wären sozial net gerechte Schwätze von denen es dem Bezuelpack. Einfach fir kleine Rückblick zu machen, weil wie schon umgeklungen ass, dat neue Steuergesetz, wat soll 400 bis 500 Millionen Erleichterungen bringen für Bierger, muss ihn an den Kontext setzen, mat ich zähle nicht mal op 555 Millionen, die das Regierung als méi aus dem Portemonnaie gesuckelt huet. Dat heißt, schlussendlich kriegen wir alle Guten bis und dann von dieser Legislatur Kesu méi an der Moyen. Dat echt wat das Regierung gemerk huet, wär TVA 2% herabzusetzen. Eine Koalition ist immer ein Kompromiss zwischen Wahlprogrammen. Aber wie das so sehr geschieht, dass die 2% TVA-Erhebung wünscht man gleich Logisten mal an die 3 maßgeblichen Wahlprogramme gucken, was sie dann die Wähler 4 Runden Wahlen versprochen. Und da fängt ich mal mit dem wichtigsten, größten, am maßgeblichsten Koalitionspartner an, die Grünen. Die Grünen sollten an ihrem Wahlprogramm Seite 29 für die Leute, die wollen nur lesen, den regierenden Parteien fällt nichts Besseres ein als die Erhöhung der sozial ungerechten Mehrwertsteuer. Recht hatten die Grünen. Eng für eine wenige Sache, die ich kann unterschreiben. Den Juniorpartner DP, die hat an ihrem Wahlprogramm stehen, seit 23, eng Mehrwertsteuerreform käme nicht mehr froh, wenn absolut nötig. Und da kommen wir zu dem kleinsten Partner am Bund der SAP, an dem Gambia-Bündnis. Sie so wir vier eng begrenzt Mehrwertsteuererhöhung, also immerhin die sich die irgendwelche viele nicht total beloren hun, mehr aber nimmen im Rahmen einer globalen Steuerreform. Das heißt, dass wir dann nur das Jahr nicht für 2 Jahre. Das Resultat kennen wir, die Erhebung wäre direkt 2%, das wäre das allererste, was zu dezidieren tun, ohne Wenn und Aber. Die Mesure hat 200 Millionen mehr an das Staatsbudget gebracht. Das heißt, die Mesure hat als alle Guten am Eisenportemonnaie 200 Millionen kascht. Wenn man das als Lomoland Vergleich setzt mit denen 500, die man versprochen haben, dann sind das schon 200 fort. Bleiben nach 300. Du hat die Regierung die Allocation d'Éducation, die Allocation de Maternité aufgeschärft, wo man schon hören, da mengen gewissen DP-Politiker, die pro 100 Euro den Monat nicht weh und nicht viel. Aber sie wissen nicht, dass es Leute gibt, für die das ganz viel ist, nämlich ganz genau den Unterschied von irgendwie können leben und nicht können leben. Die Mesure hat 75 Millionen dem Staat angespurt, die den Betroffenen fehlen, die 75 Millionen. Dann hat das Regierung Führung gefahren, für die Steuertabellen nicht und die Inflation anzupassen. Durch Progressivität gehen Steuern also automatisch, dass man merkt immer mehr hoch, was Geld und Wert auffällt. Das haut nicht mehr so dramatisch wie in der Zeit, wo wir mit 100 Menge Inflation. Die Mesure, ob 2 Jahre sind 120 Millionen, die sie den Bürger über DW geklaut haben. Und dann kommt der Clou, das war die 0,5% Steuer, die am Anfang soll sein, für Krechen zu finanzieren, für berufstätigen Leute. Und dann haben sie gesehen, dass das nicht geht. Du gehst als Taxe d'équilibrage, genannt temporär, 0,5%. Das wird auf die 2 Jahre 160 Millionen an Staatskäse gespult. Wir sehen also 555 Millionen lang, das, was ich aufgezählt habe, die das Regierung als geklaut hat, und nur will es der 400 bis 500 schenken. Wir haben also insgesamt makroökonomisch geguckt, ein Nullsummenspiel, was hier lebt. Und vor allem, dass die Regierung agiert hat an her.
ohne Politik, ohne Kap, an ohne Schwanz. Wenn sie auf enge Plätzen hält, wenn er gibt, und dann ist genau der Konträr mischt, dass keine richtige Politik kann an dem Ganzen zu erkennen. Wenn man nur an Details gibt von diesem Steuergesetz, sind natürlich Einzelmesuren verteidigbar. Sie sind akzeptabel, sie sind zum Teil sogar von uns gewünscht, da stehen noch bei uns am Programm. Ich will als Paradebeispiel das Strecken von der Progression für den berühmten Mittelstandsbockel, weil da war kein Mittelstandsbockel, als mein Mittelschichtsbockel, für den Ruf zu setzen, für mehr Kaufkraft zu erreichen, das hat alle Einzelparteien an ihrem Wahlprogramm. Du kannst also auch keine so dafür wäre nur mit diesem Text nicht froh. Aber das geht aber nicht dafür, mit dem Text froh zu sein. Und das sehen wir dann bei anderen Punkten. Für das erste Mal habe ich gesagt, das ist keine Reform, das ist ein Steuergesetz. Wie kommen ich darüber, wenn wir hier schon alternativ-demokratisch Reformpartei, das heißt, wir wären in sich gut gestiefelt, für zu wissen, was eine Reform ist. Eine Reform ist eine planvolle Umgestaltung von einem System. Eine Steuerreform wäre also eine Reform, die das Steuersystem grundsätzlich oder grundlegend ändern. Das ist hier absolut nicht der Fall. Es wurden verschiedene Schrauben gedreht, verschiedene Sachen dubliert, verschiedene Tarife geändert, aber eine Reform ist absolut nicht zu erkennen. Da sieht die Regierung, ihre Reform wird sozial gerecht. Das ist sie ganz bestimmt nicht, und ich soll ein paar Punkte, wo ich das festmachen kann. Zusatzpensionen können in Lo an Zukunft besser aufsetzen. Hypothekenzinsen kann in an Zukunft besser aufsetzen. Das ist wunderbar. Das ist für die Leute, die das tun und das können aufsetzen, eine Erleichterung. Und wir begrüßen das. Aber was machen wir mit den Leuten, die so wenig verdienen, obwohl sie schaffen gehen, dass sie keine Steuern bezahlen oder ganz wenig Steuern bezahlen? Profitieren die davon? Nein, sie profitieren nicht davon, weil sie können etwas aufsetzen oder etwas, was sie sowieso nicht müssen bezahlen. Nur eine Umwandlung von den Abattements an den Steuerkredit geben erlauben, auch Männerverdienenden den Zugang zu erlauben, insofern sie sich überhaupt können leisten, mit dem Hungerlohn, mit dem sie müssen leben, eine Zusatzpension aufzuschließen oder einen Hypothekenkredit überhaupt können kriegen bei einer Bank. Das ist nach ganz dahin gestaltet. Die Regierung sieht, dass heute als für die Familien, das ist eine Politik für die Familien. Kein Kern schwätzt von den Leuten, die an der Rush-Hour von ihrem Leben sind, und die müssen unterstützt werden. Aber gleichzeitig, Silvia hat es schon gesagt, wird Kannergeld in Zukunft extrem hochgesetzt. Nur kriegt den für alle Kant dasselbe. Anstatt 262 € für das erste Kant 265. Tun sie doch nicht tatsächlich um 2,1 € abgesetzt. Beim zweiten kriegt ihr schon immer nach 530 anstatt 600. Beim dritten 795 am Platz 1033. Beim vierten 1060 am Platz 1472. Das sind enorm Abusse für Leute, die mit 4 Kanner müssen gucken, für dann bei ihnen zu kriegen. Gleichzeitig kosten die Betreuungszentren für Allkant 1700 € dem Monat, die der Staat muss bezahlen. Und daraus kommt ICD, die Silvia auch schon angeschwert hat, für ein Betreuungsgeld zu bezahlen, für die Leute, die das schwach wollen. Hier kann er eben nicht an eine staatliche Institution zu gehen, mir selber daheim zu erzählen. Das wäre an unserer Proposition ein Beziehungsgeld gestaffelt, hin oder 12 von der Kanner von 1.000 € für E-Kant bis zu 2.500 für 4 Kanner. Bei 4 Kanner kostet die staatliche Betreuung 6.800 €. Die sieht also, der Staat spurt extrem viel Suen, an mir gehen die Familien das schwach. Steuerkredite CIS, CIP, CIM, für die sich daran auskennen bei Koppeln, egal ob sie bestürzt sind oder gepackt sind, müssten an Eisen an, wenn ihr will eine familienfreundliche Politik machen, verdurbelt gehen, sobald wir Kanner zu versorgen sind. Das wäre eine soziale Mesure und das wäre eine Mesure für die Familie. Die Regierung sieht, sie hat die Individualisation von den Steuern angefordert. Vielleicht zu erklären, was das ist. In den Einzel besteuert, wird als Gesell geguckt, ein Koppel wird zur Summe besteuert. Die Leute, die an einem Pax leben, haben Haut ein Privileg, den die bestörte Leute nicht tun. Sie können wählen, entweder individuell oder kollektiv besteuert zu gehen. Die Leute, die bestört sind, können nicht mehr kollektiv besteuert gehen.
Lo schwätzen Skur net vum Einre den en huet oder net huet fir individuell besteuert ze gin. Wann en dat wëll gerecht machen, mis och der bestuertner Koppel dieselbe Spegkeet ginn wie die gepackste Koppel, nämlich individuell besteuert ze gin. De Regierungsprojekt mischt awer genau dat net. De Regierungsprojekt ass genau deselvichte Kalkül, den sie beim Pax uwenden, wann dort Leiit zur Summe veranschlägt gin, wann sie also opdeieren net individuell mé gemeinsam besteuert gin. An de räche Modell hält Regierung seet dat man Morlo fir bestörte Leiit an dummer nummer d'Individualisation afauert. De Kontre as Vouer das ganz einfach eng glad Propaganda liege. Regierung seht mir schärfe mat diesem Gesetz bezuelbaren Wunre. Wann net so ein Thema wird wie dat, wo in am Herzte Kind lächen. Et ass dat Thema, wo Gambia am erfollech reisten, de Jean-Claude Juncker imitiert. Fi deich gët mat vill Gedeichs gemerk get ugekënnecht. De kënne ich erinnert Maginagel seg aller eich Pressekonferenz mir bauen lo, ech wees net wie wéiviel. 10.000 vun neue Wunnechte. An dann heier den Eich méi. Wunnechte Scheisse net wie Pilz aus dem Wurde. Irgendwann gëtt den Herr Milchen aufgesät, den an der Pressemolenke als Immobilienhai von Staatswegen genannt gouf. Änerer Spëtter ho gesot Immobilienhai von wegen Staat. Hier gouf aufgesät an dummer den verschleppes guts gemerk, weil dummer wer en Zeche gesät ginint de Blödsinn in de Fan de Logement gemerk huet, fir zum Beispiel an der Stade schëllen konkret Beispiel an der Nordstroos Wunnechten zu bauen, die ihn dann verstehe gelos huet, an die dafür 15.000 € de Meter Carry versteht die sind. Also wann dat ass wat den Herr Milchen an se Fan de Logement an der sozialen Wohnungsbau verstehen, da liewe mir op verschiedene Planeten. Du hast traurig gegeben. Du den mir heieren, mich von der Madame Nagel, mir hatten du ein Debat an der Chambre, muss schon noch Madame Nagel gewählt, hei könnt einen hyperaktiven Staatssekretär Hansen an hier nicht du an ihrer Platz und der Debatte teilgeholt. Du Hummer als schon bald gezwirbelt, dass du etwas am Busch will. Etwas haben sie gemerkt am Logement. Das hat ich noch vergessen. Sie haben TWR, hier von 15 auf 17% geheischt, und sie wären so schlau, das auch auf Mietwohnungen zu machen. Und ich gesehen nach der Franz Feier Mikrostoff in der Chambre, also das hat gut keinen Abfluss. Auf die Loyer, wo hier dann noch. Das kann ja nicht Sinn, also die Loyer bleiben genau dieselbe. Kascht zwar der Proprietär 2%, nee, aber der Loyer, die leisten da wo nass, auf was für eine Welt lief die Menschen. Selbstverständlich zählen Preise immer nur, wenn etwas mit Medaille geht. Wenn Medaille geht, etwas zu akquirieren, weil da geht auch der Loyer mir heißt, das ist ganz logisch. An den Lo wat man se lo o grosäsche Mesure fir können ze schreiben op hier schene fäsche Slide mir Suge fir bezuelbaren Wunre. Hypothekenzinsen können dubel so heich aufgesät. Das ist ein gut Mesure. Ist die Frau fir all die Leute Hypothekekredite hunn, die bezuelen um an der Steiere. Me get du durch de Wunre méi bezuelbe. Nee. Kyoto ändert o Loyen a Kyoto ändert o Preise. Bausperrverträg kann den dubel so heich aufsetzen. Aber nimmen so lange wie in 40 Jahre, also ich komme auf den Punkt zurück. Ändert das etwas um die Preise? Nee. Dadurch geht Wohnraum nicht mehr billig, nicht mehr bezahlbar, und der Loyer geht nicht darauf. Par contre, ist die Mesure antikonstitutionell, weil das eine Diskrimination vom Alter, wenn ihr etwas seht, nimmen zwischen 20 und 40. Aber für allem, als der Alter ist ein asozial. Weil was für Junge mit 20 Jahren so ein Verlobung kann dann ein Bausperrvertrag aufschließen. Also dann nicht so an der Praxis, dass die allermeisten dann Chance haben, Eltern zu haben, die do kotiséieren an die prim bezuelen, an die das nicht können. Aber die verdienen mit dem Alter noch nicht genug. Wir können auch nach der Xun auf Zeit zu lehnen einen Bausperrvertrag. Das kann in offensichtlich wie später am Leben eben just was feiert sich zum Beispiel, wenn in einer besseren Preissituation ist. An die Leute gehen hier ausgeschlossen, alt lesen kann dem Jugendwern von der DP mehr sie für die Jungen. Es gibt eine 50% Befreiung vom Loyer, den ich kassiere, wenn ich eine Agence sozial fuhre. Okay, die Menge, das Kind eventuell eine Mesure sind, dass mehr Wohnraum billig geht. Ich denke nicht, weil die wenigsten Leute verzichten auf 50% vom Loyer, weil das ja mal Prämisse, dass du sowieso viel mehr billig verlohnst, wenn du eine Agence sozial fährst, just weil sie da 50% steuerfrei kriegen. Ich denke nicht, dass das der große war, was mir das die einzigen Teilchen von diesem Gesetz, wo eventuell Kind so geht an eine richtige Richtung. Und da könnt der Clou, die Nummer, wir holen CSV-Rezept 2004 raus, wir so eine Besteuerung von der Plus-Value beim Immobilienverkauf, geht nicht so rauf, vom halben Tag global auf den Feierels Tag global.
war das global, man das etwa der Steuer bezahlt, die Klasse, an der sieht man dem verdenkt. Der Tür wurde ein Haus, ein Appartement, ein Terrain verkauft, sieht der höchst wahrscheinlich am höchsten Satz, ich gebe davon aus, den als in Zukunft ja dann 42%, das ist den halben Ton, da könnt ihr nach etliches dabei, das ist, wir sind dabei 22%, einen halben Ton, an der Feierelston ist dann 11%. Sie sollen also den Lo in die Möbel verkäft vom 1. Juli und muss aber nach kein Gesetz gesehen, wir gehen mal davon aus, die bezielt bis zum 31. Dezember 2017, ob die Plus-Value, die ihr möchtet, nach just 11% Steuern anstatt 22% Steuer. Ja, super. Ja, jeder von euch in den Haus verkauft, sieht natürlich schon weit nicht mal ab 1. Juli, weil 10% Männer, 11% Männer Steuer bezahlen, das ist ein gutes Sache. Den ersten Fall ist also Lomo durch die Ukündigung wird nicht mehr verkauft. Dadurch geht der Preis natürlich extrem in die. Wohnraum wird viel mehr erschwinglich, was nicht mehr verkauft wird. Da kommt dann den 1. Juli, aber wir profitieren dann davon, weil alle Menschen Immobilien verkauft. Das ist auch ein existierendes Appartement, ein existierendes Haus. Wo geht dadurch mehr Wohnraum geschafft? Wo geht dadurch der Wohnraum mehr billig? Oder mengen Sie wirklich Leute, die sagen, ich hatte so einen Kompromiss, hat man geschrieben, 1 Million, ich bezahle nur 10% meiner Steuern, ich gehe das nur für 900.000. Ich meine, das wird ganz bestimmt nicht passieren. CSV hat das dort probiert, von 2000, von meiner Erinnerung gut, das von 2004 oder 2002 und nicht von 2002 und sind immer verlängert, von Jahr zu Jahr, weil sie immer gehofft haben, die Mesure gebe etwas bringen. Sie hat aber nie etwas gebracht, außer ein Jahr, da bekommen wir noch. Sie hat sogar gesagt, einfach, stellen wir es an und dann bestrafen wir Bauterrain, die zurückgehalten geben. Das haben sie nie gemacht. Aber was sie gemacht haben, ja, sind die Mesure angestellt. Und das war im Dezember 2007. Und du hast die Mesure geholfen. Für wer? Weil du als Mensch sagst, der Mensch denkt eben logisch, rationell. Aber lomännlich, mein Wand nach 31.12.2007, da bezahle ich meine Steuern. An dem Monat oder die letzten 3-4 Monate, 4 und dem Stichdatum, da sind Akten, 12 von den Akten extrem herabgegangen. Aber nimm du. Das ist Zeit als eine Mesure, wo man lo zurückhalten, für das dann auf EQ, wenn man so losschaffen müssen, nicht so wirklich mehr auf den Markt kommt, die aber nicht die geringsten Effekt hat. Ob 12 von den Wundersten, ob Preise von den Wundersten, ob Loyer, die muss bezahlen. Entre-temps gibt es dann auch nach den Droit de Präemption von den Gemengen angefordert. Aber wenn nicht ein hier am Land gibt, die Retention mischt für Bauland, da sind Gemengen, die präemptiert tun, die auf den Terrain sitzen, aber wo kein Projekt drauf stattfand. Das war effektiv eine Negativmesure, die dazu gefordert hat, dass nach meiner Wundersten sind. Das Resultat, und da muss ich Lot Gambia felicitieren, sie hat denselben Exploit fertig wie Jean-Claude Juncker, mit all ihren Mesuren hat sie die Preise am Wohnraum an die Lut getrieben. Felicitationen. Es kommen andere Faktoren dabei, die nicht irgendwas von diesem Steuergesetz dienen, die Wohnraumpreise an die Lut treiben. Sie wird Fledermaus, wird Blanche Weber gemengt wird, kürzlich. Nicht alle Fledermaus will schützenswert, so schützenswert, dass den müsst alle die Zement stoppen. Pfui Archäologiken, die gemerkt gehen. Für allem aber dauern 5 Jahre brauchen an der Stadt Lützeburg, an der Moyenne, für eine Baugenehmigung, an der Gemenge rundherum. Wenn der Promoteur oder der Proprietär von dem Terrain auch nur 2% Zinsen bezahlt, dass das noch 5 Jahre 10%, die das Projekt automatisch mit eingeht, weil natürlich strickt die Mehrpreis auf den Preise rüber. Und dann, wie der Gast Schiberia immer so gern und so schön und so richtig sieht, geringe Teuer, als man niemand als ein Triple-A-Häuser, an denen kein Mensch mehr will wohnen. Aber wo ich muss wissen, ich weiß das von Promoteur nach Frankreich als A-Klasse-Haus gilt, als bei uns ein D. Bei einem D als schwingelig, an einem D als auch lebenswert. Mit mir muss ja, an zitiere ich den Robbie Mehle, den immer so Ham an der Milch kachen. Und das ist genau das, was wir hier am Ökologischen auch machen. Bei Konter, für das Sozial geschieht am Wohnungsbau nichts. Das ist die Regierung, als wir meinen, für nachhaltigen Transport. Super. Aber was für den nachhaltigen Transport? Da gibt es eine Mesure, an der das Lo ein Abattement gibt, wenn ich ein Hybrid oder ein voll elektrischen Auto habe. Eine super Sache. Das Problem ist, so ein Auto kostet 80.000 €. Also normale Mindestlohnverdiener könnt ihr nicht an den Genuss davon.
A wann an de Genoss der Fuheim kind jo neicht aufsetzen, well bezit jo kein Steier, da si man nes bei dem Thema vum Steierkredit per Konter dem Herr Bausch se Gucci Armani Klientel, die so behaupten, dat alt verlomen an der Moyen 5 Mal de Mindestlohn verdingt, déi werd an Zukunft 5.000 € Manner Steiere bezuelen, eng extrem nohaltig Mesure vun als Fri von den geringe. E weitere Punkt als Firmebesteuerung, ich will lo wirklich net dummer Detailer Langeweile mir fir besriecht zu setzen. Dit oft die falsch Idee verbret, besonders vun als Fri von der LSAP, dat Betrieber die für Männer Steuer bezuelen wie Privatpersonen. Das ist so ganz einfach net vor. Betrieber nur dem sie besteuert dürfen, schwätze nur von den normalen Handelsbetrieber, nicht von denen Konzerne, die über Steuerrohlingen keine Steuer bezuelen, schwätze von den normalen Betrieben, die Steuer bezuelen. Wenn die hier Dividend ausschütten, wird die ja auch nicht besteuert bei dem die Firma gehört. Das ist also so, dass am Endeffekt nicht Männer mehr Steuer bezuelt gehen von Betrieben. An die Betriebe schwätzen auch immer von den richtigen Betrieben. Die gehen loge Pisa, dat dem Pertre portabel net wie soll könne 4 gefauerert gin, wie bis lo unendlich. Aber wo ze feiert, dat man grad Betrieber den Schech geht, Jungbetriebe. Wie nie mech de Pecht, man den 1. Jore mech de Pecht, dat 1. Jahr mech de Pecht, dat 2. Joer. A grad die sind dann an der Situation, wann se net die Men schnell wussen, dat ze die Pecht steuerlich verleieren. Das haut schon so bei de Freiberuflichen, dat immer fir eng extrem Ungerechtigkeit gehalt. Dat Bauer en Advokat, de Freiberufler, een Doktor, Pecht net kann reportieren. Al nie senke, dat ich stuur, dat jo sich etabliers. Du hoest de Pecht, du het al Mënsch Pecht. An die as verloren, die kannst du nie mehr attrapéieren, contrairement zu den Betrieber. Do soll bescannet gin, eng gut mesure, Bauuren oder dem se richtig gut gerisselt goufen, richtig gut am bezuelt per Zoliset gelos goufen, die dürfen dann lo eng Pecht 3 Jahre lang 4 schubse well grad an den Bauerwiese gët och Fettjoren, a Moorjore, Jore mat enger gute Ären, a Joer mat enger schlechte, Joer mat gute Preise, a Jore mat schlechte Preise, a grad sie profitéier vun der Mesure. Mir ech froh fir Wert nëmmen Bauuren, a fir Wert nëmmen 3 Joer gerecht wäre zu so eng Pertreportabel ass och fir all Äte vu Freiberufler reportabel. Mir hunn noch selber Ideen entwickelt an verschiedene Sachen van dem net gut, zum Beispiel Zoppachvieh Mindestbesteuerung, dat klinget los Zoppachvieh. Eng Zoppachvieh ist nicht ernst, dass wie eng Firma die Bedeligungen enger andere Firma erhält. An die muss halt zu Lützeburg eng Mindeststeuer bezahlen, die lo abgesät geht bei 5.000 € Jahr. Kann ich so, sind da viele, die so argumentieren, die Kapitalisten, die do Bedeligungen hun über so eng Struktur, wat CFD 5.000 €. Mit CFD 5.000 €. Aber wenn sie Land haben, wo sie die nicht muss bezahlen, da gehen sie an das Land. Weil haut ist das plöder eng Firma méi séier wie wieder den Netzbetreiber oder den Handysfournisseur könnt wieselen. An das geschieht. Das Regierung wurde den Avenant erschrieben mat der französische Regierung iwwer Besteuerung vu Lützeburger Firmen, die eng Bedeligung hunn der französische Firmen, die do Immobilie geheieren, die so negativ as wo kein anderes Land von Europa der tut, dat do Lützeburger Firmen am Belsch geplündert sind opbresel, weil sie do net muss leiten in dem Avenant. Aber man so 4 vor wie lo, da gi ganz viel Zoppachvieh genau dieselbechte weh. Aber wenn ihr wisst, was für riesengroße Prozentsätze Zoppachvieh an diesem Staatsbudget ausmachen, sind wir mehr aus die Banken. Da seid ihr, was für ein Gefahr du ob es lauert. Bei Kante, was den hätte können mehr für zu profitieren, wie gewirrscht Gewerbesteuer, die kommunale Gewerbesteuer aufzuschärfen. Nicht für die Gemengen zu investieren, um Gottes Willen, selbstverständlich. Da ist ja nicht mehr froh vor Redistribution. Aber für das man nicht mehr muss ausländische Klienten erklären, für was man halt zu Lützeburg eine Nationalsteuer haben und eine Lokalsteuer haben. Und die dann auch nach verschiedenen Szenen, indem man was für eine Gemenge Sitz hat, durch die Hebesätze. Das wäre eine Mesure gewirrscht, das wäre eine Reform gewirrscht. Das wäre eine Simplifikation administrativ gewirrscht, das wäre es gewirrscht, dass alles geholfen dabausen. Und wir hätten können einen Tod auf die Scherz machen, dass den Tod, den dabausen sieht, das als eine Todimposition, wo man hätte können Schritt halten. Fakt als Fazit, das was Firmenbesteuerung angeht, brauchen als Konkurrenten zu London, Dublin, Holland, Jean Passe de Meilleur, brauchen sich keine Sorgen zu machen. Wenn es Lützeburg so 4 Uhr geht, dann nach Lützeburg gehen große Konkurrenten wie von hinten. Wir haben noch 4 Stellungen, aber wir haben 4 Schläge. Geht schon nicht nur immer zu kritisieren. Wir haben schon angeschwärzt,
Dupassung vun der Steuertabelle. An enger Reform mis festgeschrieben gehen, dat Steuertabelle immer all Joer an automatisch ugepasst wird und Inflation die Spezialgesetz automatisch. Wir mussten etwas machen gegen was Engländer so schön oder so elle nennen Working Poor. Working Poor, das sind die Leute, die schaffen gehen, an sind oder gehen. An die profitieren, wie wir gesehen haben, herzlich wenig. Die haben keinen Bausparvertrag, die haben kein gutes Elektroauto, die haben keine Hypothekenzinsen. Ja, die bezahlen keine Steuern, das macht Sinn. Aber sie kriegen keinen Freibetrag, keine Steuerkredite, und solange wir das nicht fertig bringen, bestrafen wir Leute, die für den Mindestlohn oder Koppeln, die für zweimal den Mindestlohn schaffen gehen. Das ist einfach. Das ist ein Floskel, die immer benutzt wird, ist richtig. Leistung muss sich lohnen. Wir müssen in einer Gesellschaft leben, wo den etwas leisten kann, der auch gerne möchte, und dürfen nicht auch noch bestraft wird. Apropos Bestrafen von Leistung. Eine Reform wäre gewesen zu sagen, wir schärfen die Erbschaftssteuer auf zwischen Eltern an ihre Kinder an Ehepartner. Meint nicht, das gibt die nicht gehen. Haut also steuerfrei bei Kindern an direkter Linie ja, aber nicht für das, was sie über hier Quantität reservatär kriegen. Wenn also einen von 3 Kindern mehr kriegt, weil sich zum Beispiel um die Eltern gekümmert hat am Alter, muss es auf den Teil en prime Erbschaftssteuer bezahlen. Das ist eine immense soziale Mesure. Ja? Also das kann, was etwas möchte für sich alle Älteren, das wird gestraft steuerlich. Und dann die Ehepartner, wenn sie kein gemeinsam Kinder holen, an einem Monat, dass sie die Universalgiften aufschließen, muss sie 5% plus diese Steuern bezahlen. Da muss ich mir vorstellen, dass ein Koppel, die schafft sich ein Leben lang etwas zu summen und dann fällt eine weg. Und dann muss den anderen 5% Erbschaftssteuer bezahlen. Ich fand das eine Unverschämtheit. Die Erbschaftssteuer ist die ungerecht und die unmoralischste von allen Steuern. Ob alle Franken, den ich verdiene, bezahle ich Steuern. Ob alle Franken, den ich ausgebe, bezahle ich Steuern. Ich kaufe mein Auto, ich bezahle TVA. Ich setze auf Straße, ich bezahle einen Tax de mise en circulation. Ich gehe tanken, da bezahle ich Accisen, die weit mehr wie 80% aus mir vom Preis, den ich drasche. Ich spure meine Suche, meine versteuert zu, da bezahle ich Steuern auf Zinsen. Ich kaufe auf meine gespurten Suche Aktien, da bezahle ich Steuern auf Dividenden. An Enges, auf was meine ich das alles, weil ich am Alter aufgesichert bin. Und auch für das mein Kinder vielleicht ein bisschen besser leben können. Aber was geschieht am Schluss, wenn ich meinen Weg gehe? Da könnte der Staat, aber steuert man die versteuert zu. Ich fand das unmoralisch. Genauso unmoralisch wie eine Familiensteuer, die Gott sei Dank aufgeschafft ist, und eine Familiensteuer auf Betriebe, wo man ja gewissen haben, dass da ein paar Familien extrem profitieren, mit den großen Betrieben, für die als Familiensteuer auf ihr Kapital ganz einfach eine unlogisch und eine unökonomische Steuer. Dank der RDR, dank dem Ersatz nicht von mir, mehr von denen, die für uns da wären, die Rentenreformen durchgesetzt und aus der Opposition heraus. Dank der RDR gibt es hier im Land, Gott sei Dank, kaum Altersarmut. Und das soll auch so bleiben. Aber wenn ich dann höre, dass ein paar tausend Signatäre von einer Petition an der Chambre empfangen gehen, da hier Ulayes vierbringen, ganz emotional, chiffre à l'appui, beweise, wie sie wirklich leiden an der Situation, an der Wittleid haut es das sind, an dem Hearing. Und da bringt also Herr Gramegna nichts Besseres fertig, wie zu sagen, man tut da noch Chance, dass er von der Steuerklasse 2 an Steuerklasse 1 hält während 3 Jahren, weil an Deutschland, da wird das nicht so, da wird das nicht mehr oder so, an anderen Ländern wird das gut nicht, man hat da keinen Favor. Das ist normalerweise oben Ducksal, Mucksmäuschen still, wenn Chambersitzungen sind. Mit dem kann ich so, wenn die Leute, die oben Ducksal sitzen, nicht Mucksmäuschen still. So müssen zur Ordnung gerufen vom Präsidenten, weil ich meine, wenn sie im Gramegna begegnet wären, dann hätte er etwas Ernstes nach vorne hören. Das ist also ein Simulacre der Demokratie, die da geschieht, wo die Leute ungeheuert. Und da könnte zu einer Kommissionssitzung, und da so und dann Gambia zusammen mit der CSV, ach, da können wir nicht viel machen, was soll man da ändern, da bleibt so. Wir gucken, dass wir selbst Kleines abbauen, dass wir etwas zu einem Text
gemacht haben. Mehr andere wollen sie nicht. Und da muss ich schon erinnern, wie hat Steuerklasse 2 aufgeschafft, aber wie nie. Es war das letzte Jahrtausend, 1999, hat die CSV-Regierung Steuerklasse 2 für Wittleute, für Leute über 65 Jahre aufgeschafft. Und wir so ein Haut, war das fest, wenn wir dann, sind wir reaktionär, kommen wir gehen jetzt zurück, kommen wir gehen jetzt auf den alles System. Aber mir so ganz einfach Wittleid, getrennt liebe Leid, allängzeitend Leid, Leid man kann er bestört oder gepackt, kommen jetzt an Steuerklasse 2, dann haben wir es für die Leid gemacht. Weil es kein von uns sich vorstellen, nicht selber am Fall wäre. Was es bedeutet, seinen Partner zu verlieren, ich weiß durch meine Mama, den Partner zu verlieren, nachdem es der ganz Leben verbrucht hat. Dieselbe Kästen zu haben, wenn du an demselben Haus wohnen bleibst. Die Leben geht ja nicht viel mehr billig, dadurch, dass du eben ein Schmanner da hast. Die Revenue zu verlieren oder die Pension zu verlieren und dann auch noch steuerlich degradiert, deklassiert zu gehen an eine andere Klasse, das ist nicht richtig, das ist nicht human, das ist nicht sozial und das ist nicht gerecht. Weil möchte für weiter froh, weil das ein immens großes Gesetz, mit immens viele Faktoren, mit immens vielen Deelfrohen. Wenn du frohe sind oder Bemerkungen, sie stehen mir ganz, ganz gerne zur Verfügung. Wie gesagt, wir stehen für in allem für eine richtige Steuerreform, eine sozial gerechte Steuerreform, die den Ärmsten an unserem Land hilft, die am nötigsten hat. So nicht merci.